Good morning, alle. Yes, Dankeschön für kommen, für alle Abwesen. Es geht so viel hier weiter zu sein. Besonders Oberon, sehr Dankeschön für den Anfang mit der Psalm 117. Gott seine Treue hat gelebt. Denke ich immer weiter an. Wo ihr sehen, sehr wie, wenn wir die Leben annehmen, wenn wir horchen, wer Gott ist. Mein Vernehmen ist, durch den Galaterbrief zu predigen. Ich weiß, das wird vielleicht ein Jahr nehmen, aber das Ziel ist, von der anzufangen, an der durchzugehen und dann muss sein, wo Gott uns voranleiten. Der Kolosserbrief, nicht Galater, Kolosserbrief. Und was meine Frau, wer ist alle bekannt mit dem Kolosserbrief? Wir fingen den kurz nur den Brief von Philippa, zwischen Philippa und 1. Thessalonicher. Und so als ich bis anfange, den Brief zu studieren, redet sie noch mehr, was hier alles werden wird. Und so ist für sein Paulus schrift diesen Brief nur eine Gruppe glaubender Menschen,
Wat in der Stadt von der Kolosser wohnen in der Umgehung von Asien, dort wo Kolosser wird, dort wo diese Gruppe Menschen wird, wo Paulus noch schreiben wird. Diese Kirche wird angefangen oder gegründet von Epaphras. Da wird Paulus genannt einen Mitarbeiter. Epaphras wird einer vielleicht, was sich so versteht, als von Paulus gelehrt, vielleicht in den Jahren, wo Paulus hat in Ephesus, für die 2 Jahre, wo Paulus erst in Ephesus war, was er gelehrt hat. Epaphras ist du was. Er hat von Paulus seine Lehre gehört. Und er hat durch die Glauben an Jesus Christus und hat nun diese Kirche angenommen. Paulus hat persönlich nicht diese Kirche besucht, er hat diese Kirche nicht gegründet, weil er diesen Brief, aber er schreibt diesen Brief nur der Kirche. Denn nachdem wir Paulus so zu sein, diese Kirche jetzt hervorgehoben, aber wenn, so ich auch sehe, Epaphras ist wahrscheinlich einer war, was Paulus hat zum Glauben gebracht. So Epaphras nahm Paulus an als sein Führer, als sein geistlicher Führer. Und dadurch kommt er auch dazu, dass Epaphras nur Paulus in Connection hat. Er schreibt diesen Brief nur Paulus, in Bericht zu geben, wo der steht in die Kirche, und auch zu fragen, wieder verwässert, wo soll ich mit Dingen handeln, und besonders jedoch vielleicht an falsche Lehren, was du noch later an in diesem Brief kommt, was Paulus seine Rat, was soll ich tun, ne? Und das ist die Ursache von diesem Brief, und Epaphras fängt Lothar Paulus besegnen in Gefängnis. Über diese Zeit, wo das Brief geschrieben wird, erst Paulus in Gefängnis. Ich kann nicht gerade verstehen, wie er nun in das römische Gefängnis oder wie er in das Haus, wo er absagt wird. Aber er ist eine Absage mit Timotheus taub. Wo Epaphras hinfährt, mit Paulus reden. In der Stadt von Kolosser waren meistens Juden, aber diese Kirche allein war da von den Griechen, da waren mehr griechische Menschen. So Paulus schreibt diesen Brief, wen er mutig ist mit dieser Kirche. Er sagt in Vers 3, wir danken Gott. Paulus wird dankbar für diese Kirche, was er von gehört hat, was er unterstützen wird, Lothar, und wo er diesen Brief handschrieben. Paulus wird dankbar dafür. Und wir danken Gott. Paulus wird dankbar. Er dankt Gott für die Lehre, was sie haben, dass er die wieder lernen. Paulus möchte wieder Mut und warnen auch für die falsche Lehren, was er nennt. So von daher wollen wir anfangen mit den Text, das erste Kapitel, wir wollen anfangen 1, Bad 8, was wir von der wollen lesen, aus uns Text, und das sagt es dort. Paulus, der durch Gott seinen Willen Christus Jesus, sein Apostel ist, und Bruder Timotheus, schrieben, nur der Heilige in Kolosser, die treue Brüder in Christus. Wir wünschen ihnen Gnade und Friede von Gott, unseren Führer. Wir danken Gott, den Führer von unserem Herrn Jesus Christus, immer, wenn wir an ihn denken und für ihn beten. Wir haben von ihnen Glauben an Christus Jesus gehört, und wo je alle Heilige Gott sind. Dort hast du mit zu tun, dass du eine Hoffnung für jeden Himmel reitlich, davon hielt je aus jent das wahre Wort, das Evangelium gepredigt wird. Und so aus dort in die ganze Welt was und Frucht bringt, so dat dort auch bei jent von den Tag an, als je dort Heden in Gott seine Not in Christus verstehen können. So habt ihr dort von Epaphras, unseren Leben Mitarbeiter, gelehrt. Er ist Christus, sein treue Diener, verjähnt. Er hat uns auch vertalt, wo Gott meinend, je sind, da je den Herrn, da je den Heiligen Geist haben. Was so weit. So für den Text, für die Überschrift, für diese Botschaft, nenne ich dort so steht, die Frucht von einer Kirche. Wir wollen sehen, was von der Frucht hat diese Kirche. Was von der Frucht kommt der Ried aus ihr Glauben. Das Brief fängt es dort an.
Paulus, die durch Gott seinen Willen wird Paulus beraubt, Jesus Christus wieder zu verkündigen. Paulus, der durch Gott seinen Willen Christus Jesus sein Apostel ist. Er sagt Apostel. Und wenn wir daran denken, was ist Apostel? Apostel, du hast gedacht, dort allein wird keine Botschaft geben. Was ist ein Apostel? Wer ist ein Apostel? Was sagt die Bibel über dort Apostel um? Aber dort wollen wir nicht neu betrachten. Da wollen wir loten für ein anderes Mal. Aber dort allein muss zu sein, gewisse von diesen wieder reinzuheben und abzuheben, meint wieder nachzugraben, wieder durchzusägen. Was sagt die Bibel? Paulus und Timotheus sind hier taub, so sagt das verstehe, im Gefängnis oder in ihr Haus ab sich, wann sie das schrieben. Das heißt es dort, schrieben nur der Heilige. Wer hier dann nicht geschrieben hat, auf Paulus hat, oder Timotheus hat, das sagt hier nicht klar rein. In der 4. Kapitel, Vers 8, hier wird Paulus dort das schreiben. Wenn er der letzte Fall geschrieben hat, wird er das sagen, ich, Paulus, schrieb diesen Gruß mit meiner einen Hand. Dann wird sich dazu verstehen, Paulus hat das Brief selbst geschrieben. Aber wir weiten noch, dass Timotheus viel geschrieben hat für Paulus. Aber während sie hier taub sind, schrieben sie nur die Heilige in Kolosser. Nur diese heiligen Menschen, nur die Gruppe Menschen, die während dem Glauben gekommen, schrieben sie diesen Brief und die fangen es dort an. Die drei Brüder in Christus. Wir wünschen ihnen Not und Frieden von Gott, unseren Führer. Sie sind nahen die Kirche Brüder in Christus. Sie sind bekannt mit ihm. Sie haben Paulus, Timotheus, wer noch erst, die haben gehört, dass sie Jesus angenommen. In Vers 3 fangen sie es dort an. Wie? Das gibt uns weiter an zu verstehen, das sind mehr als bloß Paulus. Er sagt, wie? Wir danken Gott, den Führer von unseren Herrn, Jesus Christus. Worum danken sie? Für was sind sie dankbar? Wie sind 3 besondere Dinge, die sich heute angenommen? Eins ist Glauben. Diese Kirche hat Glauben angenommen, Vers 4. Diese Kirche hat eine Hoffnung, was er kommt in Vers 5. In Genot in Vers 6. So diese drei Dinge hat diese Kirche angenommen und abgebaut. Und dafür, Paulus wird dankbar dafür, für diese Kirche zu begreifen, nur diese Kirche im Brief zu schreiben. Er sagt, wir danken Gott. Paulus wird bekannt mit Gott. Er weiß, wer Gott wird. Er weiß, wer Jesus wird. Und was Jesus hat für ihn getan. Dort ist, woran Paulus kann dankbar sein für die Kirche. Das heißt, es steht immer, wenn sie an ihren dachten und für ihn beten, haben sie diese Kirche in Ehre gedanken. Vers 4 sagt es weiter, wie. Das jetzt so unterverstehen, der Koffer wird voll. Dankeschön. No. Du sind meine gewesen, besonders wenn wir noch das 4. Kapitel durchlesen, dann sehen wir dort, wo Paulus schrieben hat mit diesen anderen Menschen, die besiedelt sind. Du sind meine Menschen hier mit gewesen. Das Paulus gewesen, wird sich durch diese Botschaft schaffen, dann dachte ich bloß an den Vorsteher. Aber ich glaube nicht, dass das nicht ein gutes Wort für hier. Hier ist eine Kirche gekommen. Eine Konferenz ist gekommen von verschiedenen Kirchenlehrern, wann sie haben diesen Bereich geschrieben. Nur das 4. Kapitel nur. Sie sagen, wir danken. Der 4. Vers sagt, wir haben von jenen Glauben an Christus Jesus gehört. Epaphras hat Nachricht gebracht von dieser Kirche, ab was diese Kirche stund und an was die Glauben deuten. Wir haben von ihnen Glauben an Christus Jesus gehört.
Von der mag wie vielleicht fragen, na, was von Glauben? Was ist Glauben dann? Was ist Glauben dann anders gewesen als nie? Was ist der anders nie als dann? Der Glauben ist noch einmal der ever rein. Derselbe Glauben, was die haben gehört, kann wie von dir haben. In wat van Glauben, wie fängt dort an, Hebräer, dort 11. Kapitel, wat es dit sagt. Wat uns sagt, wat ist Glauben. Der Glauben ist eine Gewissheit. Dort wir dort kriegen worden, ob wat wir hoffen, und es nicht zweifeln an dort, wat wir nicht sein. Vers 3 sagt es wieder, so steht. Durch den Glauben können wir dort weiten, dass Gott die ganze Welt durch sein Wort gemerkt hat, so als alles, was nie zu sein ist, von nichts gemerkt ist. Wir sehen, die ganze Welt ist gemerkt. Und uns Glauben steht da ab, Gott dort. Gott redet und so weiter. Diesen Glauben haben die heute angenommen. Sehr wie bekannt mit das Glauben. Gleich wie das Glauben fast, dass Gott merkt die Welt von Anfang bis. Gott merkt die Welt an Anfang und er merkt die in 7 Tagen. Erst uns Glauben fast du an. Paulus und die andere wird, Paulus und die andere, die hiermit an taub wären dankbar. Sie wissen, von was Epaphras ihnen verteilt hat. Dort sei Glauben, ob Jesus Christus gesagt hat. Glauben steht fast. Wenn dort ist der wahre Glauben, wird bestehen im Leben. Dort merkt ein Unterschied, ob was von Glauben wir haben oder ob wem wir glauben. Wir können noch glauben, so sei aus was wir wollen, als was wir können. Zum Beispiel, ich glaube auf eine andere Person. Ich glaube es ganz einfach, auf einen Prediger oder auf einen Seelsorger, auf eine Eltern. Ich glaube an meine Eltern. Aber auf den Herrschen meine Eltern, oder auf die Person, die wir glauben, wird uns nicht raten, wenn die Person wird fehlen. Die Glauben, wenn wir Glauben bauen ab unter Menschen, wird fehlen. Das wird nicht schaffen. Uns Glauben, wir möchten Glauben haben, aber wenn die anderen Menschen fehlen, wird das nach wahr nicht uitkommen. Die Bibel ist klar, du merkt in Römer 3,23, alle Mann hat gesündigt und kämpft daran te kort, was er bei Gott sein soll. Die Sache glauben, was zu vertrauen ist, oder ob zu bauen ist der wahre Glauben an Jesus Christus. Jesus wird nicht fehlen. Er hat nicht und er wird nicht. Wenn wir anbauen, dort ist, was der wahre Glauben ist. Und dort ist, was diese Kirche getan hat. Ich glaube, wir haben alle von den Vers gelehrt in der Schau. Was ist der wahre Glauben? Der Glauben ist eine gewisse Zuversicht, ob man hoffen wird und nicht zweifelt und wo wir nicht sein können. Dort ist der wahre Glauben. Wenn wir auf eine andere Person bauen oder auf ein anderes Glauben, was wir sein können, wird nicht bestehen. Dort ist nicht wahrer Glauben. Wieder sagt es in Vers 4, in wo je alle heilige Gott sind. Du sei wo eine Frucht, was rauskommt. Durch ihr Glauben werden sie der heilige Gott. Da wird eine Frucht, was in diese Kirche rauskommt. Dort ist Frucht von Glauben. Wenn wir Glauben haben an Jesus Christus, dann wollen wir keinen anderen Gott sein. Dann wollen wir andere können vergeben, respektieren. Und unsere Frucht wollen andere sein können, wo uns Glauben steht. Steht uns Glauben auf uns selbst, steht uns Glauben auf uns Geld oder auf eine andere Person, da wird in uns Wort reinkommen. Dort hast du mit zu tun, dass du eine Vers 5, Paulus sagt wieder, diese Frucht hast du mit zu tun, dass du eine Hoffnung für den Himmel legst. Diese Kirche, die hat dort sicher, du wirst eine Hoffnung verernt. Sie bieten auf eine Hoffnung, die du im Himmel legst. Zum Beispiel, dann denken wir vielleicht an einen Aufgott.
Dat is voor mij niet Gedanken voor het Handling aufgeht. Ab wat bieten diese Menschen? Fleischliche Dag, wie, wenn wir abwasen, wir wollen alle, unsere Eltern starben weg und uns tun aufgeht. Diese Kirche bietet am aufgeht, wat in Himmel reitlich. Von der Aufgabe, von dem, wo diese abbieten, fangen wir an 1. Petrus 1, 3 bis 4, wo Petrus dort beschrieben wird, so steht. 1. Petrus 1, Vers 3 sagt, Lof Gott unseren Herrn Jesus Christus, ihn Vater will sein Mitleiden, wie es so groß, dass uns niegeboren hat, zu einer lebenden Hoffnung. Wodurch Gott Jesus Christus von Tod abwirkt. Und toen aufgeht, dort nicht verkommen, vergonnen oder verwelken kann. Dort für uns im Himmel bewahrt wird. Diese Kirche hat er angenommen. Der aufgeht, diese Hoffnung, sie wissen dort, dass der Licht im Himmel verehrt. Eine Hoffnung, die nicht verkommen wird. Davon hier je dort ausgehend, das wahre Wort, das Evangelium gepredigt wird. Paulus sagt trägt, nur der Kirche, sie haben davon gehört, wie es das wahre Wort gepredigt wird. Diese Menschen in Kolosser wird das Wort gepredigt und sie nehmen daran. Und so ist das Wort in die ganze Welt wächst und Frucht bringt, der ist in diese Kirche. Diese Kirche fängt an zu wachsen. Die fängt an Frucht zu bringen. Wo ist unsere Kirche? Als persönlich oder als Gruppe Menschen? Seien andere Menschen uns an als eine heilige Kirche? Die Bibel ist klar damit, wenn wir behielt sind, dann sind wir ein von den Heiligen. Wenn wir andere Menschen begehen, seien die uns als heilig, seien die uns als Kinder Gottes, kann die unsere Frucht sein, was in uns Hort ist. Erst Leben in uns Hort, wird Leben kommen. Erst Leib, dann wird Leib kommen. Uns Wandel, uns Benehmen ist eine Frucht von was wir leben oder was in uns Hort ist. Was in uns Hort ist, wird ewig kommen. Erst Leib in uns Hort, so wird Leib kommen. Erst euer, so wird euer kommen. Begier, dann wollen wir begierig sein. Bitternis, dann wollen wir mit Bitternis kommen. Uns Tag sagt uns, so ist das Wort in der ganzen Welt wächst und Frucht bringt, so dass es auch beginnt. Bringt Gott sein Wort Frucht an uns. Haben wir eine Frucht, was andere Menschen tragend ist? Können wir andere Menschen nur Jesus wiesen, nur Jesus tragen? Diese Lied in Kolosser können verstehen, was genot wird. Die haben genot angenommen, was er reden hat in Vers 6, sagt es so steht. Als jeder Hirten in Gott seine Genot in Christus verstehen können, dann fängt die Kirche an zu wachsen, dann fängt die Kirche an zu blähen. Und wir sehen dort, gerade hier in diesen 8 Versen, Genot, Glauben und Hoffnung schafft Hope. Wir können nicht glauben haben, wenn wir nicht Genot angenommen. Wenn wir nicht Gott seine Genot angenommen, verstehen wir nicht Glauben. Wort ist Glauben. Dann hast du nicht eine Hoffnung. Genot, Glauben und Hoffnung geht taub. In Genot, dort allein an zu denken, ist ein großes Geschenk von Gott. Genot ist ein Geschenk von Gott, weil wir sein in Epheser so klar. 2 Vers 8. Wir haben dort manchmal gelesen, sagt Jesus es steht, sagt Paulus es steht. Je sind durch Gott seine Genot gerat. Und dort nicht für Gott seine Genot wird, dann wird wir in der Verdammnis. Dann wird wir verdammt. Dort ist, was wir verdient haben. Aber durch Gott seine Genot sind wir gerat, weil wir glauben. Dort ist nicht durch Worken, dort ist ein Geschenk von Gott. Genot ist, was Gott uns geben wird.
Genot is wat God ons aanbieden deed, dat we gaan bij hem zijn. Dat we niet brücken in de eeuwige verdammnis. Dat we niet brücken in de eeuwige verdammnis aankomen. Vers 7 geht wieder so steht. So habt ihr dort von Epaphras unseren Leben Mitarbeiter gelehrt. Und wir zijn da krijg door, Epaphras hat auch wieder gelehrt. Die hat sich auch gelehrt, was genoot wird, was Hoffnung wird und was Glauben wird. Paulus bekannt am, ist Christus sein Treue deiner verjüngt. Paulus sagt Epaphras an, als Treue deiner für Christus. Wir nehmen an, Epaphras, wie diese Kirche in Kolosser, Prediger oder Lehrer, Seelsorger. Paulus nahm an unseren Leben Mitarbeiter. Paulus hat an Epaphras krieg durchgestellt, wo Timotheus deed, oder je wissen von den anderen, die wären in den Kirchenrat so zu sein. Epaphras wird ein von seinen Lehrlingen, von Paulus seine Gelehrten. Vers 8 geht er wieder und sagt, er hat uns auch vertellt, wo Gott meinen die sind. Epaphras, das ich auch sehe, wird nur Paulus gefahren. Epaphras hat mitgeteilt, Wort von der Kirche ist hier abgestanden, von deiner Lehre durch Jesus Christus. Er hat uns vertellt, wo Gott meinen die sind. Durch ihn war ihre Fruchtred, was sie hatten, wenn sie hatten Genot angenommen. Wenn sie hatten Glauben an Jesus Christus, wenn ihre Hoffnung was im Himmel liegt, können sie Gott meint sein, nur andere Menschen. Paulus erkannt ihre Frucht, was sie hatten, wo sie der Heilige Gott wären. Vers 5, und wo sie Gott meint wären, waren in Vers 8. Ihre Frucht kam raus, was in Erd hart wir. Dann denke ich an unser Lebenswandel. Zum Beispiel, wenn wir einen Garten machen würden, früher würden einen Garten machen, vielleicht besser gesagt, wenn ich will Garten machen gehen, ich später so kaum fährt nicht so weit. Wenn wir früher würden Gurken ackern, dann würden die Gurken ernten. Da wollten nicht Herbst geben. Wenn wir früher würden Melonen ackern, dann wird Rebüsen geben. No, das wird nicht. Da wird nicht mehr Rebüsen. Was wir sehen, wird ernten. Für ein Beispiel, wenn die Jungs sich ein Pickup schreiben und dort ein Gas-Pickup ist, dann wird ein Gas gebraucht. Da wird nicht Diesel hingehen, da wird bloß bei der Gas fahren und zurück. Was ist in uns Hort? Was in uns Hort riecht, ben ist, wird in uns Hort riecht gehen. So von daher, was können wir nehmen in diesem Brief? Was können wir lernen von diesem Aufschnitt? Redet nur uns. Wort ist in uns Hort. Haben wir Leben? Und ich habe Leben gegeben. Haben wir die Genot Gottes angenommen? Dann wollen wir die Genot Gottes hier mitteilen. Haben wir Glauben an Jesus Christus? Dann wird Leben drin kommen. Als eine Kirche, sehr wie Gott meint. Sehr wie Gott meint nur andere Menschen. Meint es dann nicht, wie man andere Menschen, die uns kommen sein, wie hungert, eten geben, die viel dort geben. Ich will dort lassen, wir zwischen die und Gott. Aber Gott sein Wort wird bestehen bleiben. Ich glaube, Glauben meint firm stehen. Wir stehen auf der Feit, wir stehen auf Jesus Christus. Aus einer Kirche sind wir im Licht. Aus einer Kirche, wo wir hier sind, für die Dienste, für die Menschen, die nach den Diensten leben. Wo wir hier sind, um Menschen zu trösten. Mein Wunsch und Gebet ist, aus einer Kirche, können wir abstehen, weil wir rausgehen, weil wir Gott seine Leben mitteilen, dass wir keine Kirche sind für Jesus Christus. Weil wir beten. Himmlischer Vater, wir kommen zu dir und wir danken dir für dein Wort, was du hast
Wat je hast hingeloten voor ons, wat je krijgt hast voor ons, Heer, dank we die voor. En we beten ons wieder dafür, dat we worden kunnen dien woord verstaan, dat er plein te onze harten en dat we niet leven, Heer Jezus. Heer, Satan heeft verspeeld. Satan kan bloos dat doen, wo we hem ruim geven. Heer Jezus, we merken onze harten open naar die. Voor de Heilige Jezus, dat hij ons wordt leiden en vieren, dat Satan keine Macht mehr an uns hat. Herr Jesus, ich danke dir für Unsicherheit. Ich danke dir für, was du uns gesehen hast und was du uns gelehrt hast. Und Herr, mach wir können persönlich und aus einer Gruppe Menschen können hier sein für die, aus dem Baum, was besieden Wutter warst, in Frucht bringt. Da wir wollen können mehr und mehr Menschen nur die bringen, zu der ewigen himmlische Ruhe. Da bete ich in den Hilfe genommen. Amen.